Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play die Inner World, der letzte Windmönch auf Schweizerdeutsch. Okay, letztes Mal haben wir da die Familie Schroff wieder vereint. Wir haben Lukas gefunden. Die haben uns das eine von diesen zwei Liedern, die uns noch fehlen, beigebracht. Und wir sind jetzt in dieser Folge wahrscheinlich einfach zuerst mal am Anfang das zweite Lied herausfinden. Respektive versuchen zu lernen. Und wir haben letztes Mal die Rätselhilfe gebraucht. Und das Game hat uns gesagt, respektive die Rätselhilfe hat uns gesagt, wir sollen doch mal genauer mit den Flöten also im Baum reden. Und das machen wir jetzt so. Hey, da oben, kann ich euch noch mal was fragen? Sicher, frag dich aus. Okay. Okay, Liedsymbole hat es jetzt neuerdings dazugegeben. Wisst ihr, was die Symbole auf dem Zylinder in der Nebelsenke bedeuten? Eines sieht aus, als würde es sich drehen. Natürlich, das ist das Drehlied. Ein mächtiges Lied. Ein gefährliches Lied. Okay. Wozu braucht man das? Na, vor allen Dingen, um Dinge zu drehen. Oh, könnt ihr mir das beibringen? Das ist viel zu mächtig. Dieses Wissen ist allein dem König bestimmt. Okay. Aber ich bin der König. Dann beweis es. Der König kann fliegen. Flieg mal. Der König kann nicht fliegen. Dieser König kann offenbar nicht viel. Das hat der Okay. König auch nie behauptet. Ach Mist, das bringt doch nichts. Das heisst, wir müssen irgendwie machen, dass sie uns glauben, dass wir fliegen können. Ich schaue jetzt gleich nochmal, ob sie das Gleiche sagen. Wenn ja, dann überspringen Ich wir brauche wirklich dringend das Lied zu diesem Okay, es ist Drehsymbol. neu. Wir brauchen alle irgendwas. Ich brauche zum Beispiel einen Beweis, dass du der König bist. Wenn du uns beweist, dass du fliegen kannst, können wir dir das Lied geben. Alles andere wäre unverantwortlich. Die wollen mich wirklich fliegen sehen. Wie soll ich das denn anstellen, ohne zu zaubern? Macht's gut. Komm mal Okay. wieder unseren Baum besuchen. Jetzt müssen wir irgendwie denen zeigen, dass wir fliegen können. Und wir haben ja da eigentlich schon den Vorhang. Und der sieht ja so aus wie die Berge im Hintergrund. Und das lenkt vielleicht, wenn wir, können wir echt den mit dem schleimigen Wurzel. Das wird nicht klappen. No, das funktioniert nicht. Okay, aber den Vorhang, den müssen wir ja irgendwo können Das brauche ich nicht abdecken. herhängen. Aber und wie und wo? Okay, by the way, ich probiere noch schnell da die Steintafeln, die Holztafeln zu bekommen. Vielleicht kann ich das mit dem Blas Lied. Ja, okay, ich denke, vielleicht hebt sich der Kessel, aber doesn't work. Blas Lied. Doesn't work. Okay. Aber die schleimige Wurzel, vielleicht können wir die hier über die Nase hängen? Vielleicht kann ich das Ende der Wurzel über die Nase werfen. Ja. Ich knote nur schnell das andere Ende an den Kessel. Ah, okay. Ja, smart. Das heisst, wir können jetzt eigentlich am Wurzelende wahrscheinlich echt ziehen. Hä? Wurzelende? What the fuck? Sie ist so biegsam, man kann sogar Knoten damit machen. Ist es richtig? Okay, versuchen wir jetzt mal den Vorhang drüber zu hängen. Kessel mit Wurzel. Das brauche ich nicht abdecken. Nope. Können wir es jetzt über die Nase? Wahrscheinlich nicht. Das brauche ich nicht abdecken. Okay, ich verstehe jetzt nicht ganz, warum wir da unten das Wurzelende im Inventar haben. Das könnte Spaß machen. Okay. Kessel mit Wurzel. Wurzelende. Wurzel. Ah. Okay, kein Vorsichtig, Plan. das ist unser Abendessen. Oh, das ist Okay. essbar? Man gewöhnt sich mit der Zeit dran.
Kein Plan, warum das jetzt das aufgezogen hat. Aber we take those. Okay, jetzt brauchen wir nur noch das dort oben. Wie kommen wir an das dort oben? Tafel. Eine mysteriöse Holztafel. Da ist etwas drauf eingraviert. Wie bekommen wir die? Okay, was ist, wenn wir... Ah, wenn wir jetzt vielleicht die Wurzeln durchschneiden, dann geht es ab und vielleicht bricht der Hang ab. Naja, dann könnte ich... Nope, okay. Kessel mit Wurzel. Hast du Hunger? Okay, so funktioniert das nie. Das hat Zerstörungspotenzial. Okay. Dann gib dem mal einen Mupf. Nice, Ups. nice, okay. Läuft gut soweit. Dann nehmen wir jetzt die Tafel und in dem Fall sind wir auch hier für den Moment schon fertig. Und gehen mal schauen. Wo die Tafel kann man ja irgendwo dort beim... Ich nehme die Wurzel lieber wieder mit. Okay. Blum, blum, blum. In dem Fall brauchen wir auch den Tier noch für irgendetwas. Okay, jetzt geht es auch darum, die Tafeln der richtige Reihenfolge einzusetzen. Bei der Nebelsenke, dort wo so eine... Was ist es dort? Ja, nicht wie ein Schrein, aber... Ja, gehen wir schauen. Und dann geht es wahrscheinlich darum, irgendwie alle Tafeln vorzulesen und herauszufinden, welches der Anfang ist. Und dass es irgendwie wirklich eine sinnvolle Reihenfolge gibt. Dass es dann auch irgendwie wie eine Geschichte gibt. Halterungen, genau. Schrein, es ist kein Schrein, es ist eine Halterung. Sehr viel simpler. Okay. Ich hoffe, dass es nicht allzu schwer wird sein. Schauen wir mal, was auf diesen Tafeln steht. Eine wäre aber schon eingesetzt gewesen. Vielleicht wäre die richtig gewesen. Okay, auf dieser Da Tafel steht... Sie zogen sich tief, tief in den Wurzelwald zurück. Aus Geschichte wurde Legende. Und aus Legende wurde Märchen, bis die Erinnerung an die Dynastie vollkommen verblasste. Es Und könnte je diese Tafel nachdem- hat ein Astloch. Hat ein Astloch, also wird es wahrscheinlich der Schluss sein. Ist das Da die steht, sie oder? zogen und die... Ja. Das klingt sehr nach einem Schluss. Also kicken wir die da rein. Okay. Nächste. Tafel. Da steht, die Dynastie beschloss, es nie wieder so weit kommen zu lassen. An ihrer Stadt ernannten sie 3 Windmönche als ihre Vertreter unter den Asposern. Okay. 2 Astlöcher, maybe? Hier? Da steht, die Dynastie konnte den bösen König stürzen. Okay. Hier. Da steht, einst lebten die Asposer im Einklang mit der Dynastie der Flötennasen. Ist es der Anfang? Da steht, doch einer aus den Reihen der Dynastie griff nach der Macht, die ihm nicht zustand. Okay, okay. Das wird die erste sein, wahrscheinlich. Dann wird die zweite die Da hier sein. steht, doch einer aus... Jawohl. Aha. Dann. Doch einer, ja, und er. Da steht, die Dynastie beschloss, es nie wieder so weit kommen zu lassen. An ihrer Stadt ernannten sie 3 Windmönche als ihre Vertreter unter den Asposern. Ich glaube, das macht Sinn, wenn das als nächstes kommt. Und dann wäre dann die vierte. Die da Da hier. steht, die Dynastie konnte den bösen König stürzen. Jawohl. Glaub mir, sind richtig. Mal schauen, was passiert.
nichts passiert irgendwie. Okay, was steht auf der Da Name? steht, die Dynastie beschloss, es nie wieder so weit kommen zu lassen. An ihrer Stadt ernannten sie 3 Windmönche als ihre Vertreter unter den Asposern. Okay, nein, dann werden die 2 hier noch austauschen. Nämlich die da hier. Mit der da hier. Kommt die da hier da rauf. Ja, und die da hier kommt da unten in die Mitte. Ja, sehr schön. Sehr schön, we got it. Okay, nicht allzu schwierig gewesen, ich bin froh. Ich bin froh. Okay, was macht das jetzt? Okay. Ui, wow. Ja. Hätten das? Monolith. Was diese Symbole wohl zu bedeuten haben? Basil, Ring, ja, irgendetwas und er Berge. Wie weit man von da oben wohl schauen kann? Vom Monolith aus, oder was? Okay, hier bei Halterung können wir vielleicht noch, wo das leuchtet, ja, und durch das Kuckuck ist nur Feiste gewesen, vielleicht können wir da durchschauen. Vielleicht später. Wobei, nein, auch da nicht. Okay, doesn't work. Ist jetzt hier beim Fenster heller geworden? Besonders viel Licht kann da nicht reinkommen. Nope, okay. Okay, aber wahrscheinlich wird das jetzt irgendetwas machen, wenn wir da irgendein Lied spielen. Tun wir mal das Lied gegen runter. Okay. Nochmal. Okay, jetzt haben wir den Monolith ganz dunkel. Müssen wir ihn ganz aufladen, kann das sein? Was diese Symbole wohl zu bedeuten haben? Ja, das kann sein, dass wir die ganz gegen rauf müssen lassen. Probieren wir es mal. Okay. Okay, noch einmal. Oder ist echt da noch mehr im Boden gewesen? Nope. Okay. I have no idea. Yeah. Da hat es ja auch Licht. Vielleicht können wir da mal das Windlied spielen. Aber das Windrad dreht sich durch das nicht schneller. Okay. Was ist, wenn wir hier... Können wir da nochmal dran gehen? Ja. Können wir hier jetzt Kuckuck oder Gluck, nein, ich glaube Kuckuck dran haben? Dass wir irgendetwas sehen, was wir bis jetzt noch nicht sehen. Scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass die Halterung dafür gemacht wurde. Nö. Okay. Brauchen wir der Art irgendeinen Spiegel oder so? Die Frage ist natürlich, wie kommen wir an das letzte Lied? Ich würde sagen, wir brauchen leider die Rätselhilfe. Okay, lerne die beiden fehlenden Lieder. Das dritte Lied fehlt dir noch.
Dabei handelt es sich um das Drehlied. Du kannst von den Flötennasen im Baum beim Ausblick lernen, aber dazu musst du ihnen erst beweisen, dass du der König bist. Sie sagen deutlich, was sie als Beweis erwarten. Der König kann fliegen. Vielleicht kannst du mit einem Trick die Illusion erwecken, dass Robert fliegen kann. Dabei wird dir der Monolith in der Nebelsenke helfen. Du kannst ihn dort mit Hilfe des Hoch- und des Runterlieds auf und ab bewegen. Ja, das haben wir gemerkt. Direkt über der Nebelsenke liegt der Ausblick mit den Flötennasen im Baum. Wenn du den Monolithen ganz nach oben fährst, taucht seine Spitze ganz rechts im Abgrund beim Ausblick auf. Bringt dich das auf eine Idee? Danke, yes, das. Nämlich den Vorhang hier drüber hängen. Damit warte ich, bis meine Arme 3-mal so lang sind. Okay, Lied aber. Und dann tun wir es ganz rauf und dann soll es nämlich funktionieren. Noch eins. Ich glaube, dann sollte doch der Robert eigentlich genug gross sein, um das Tuch da drüber zu hängen. Am I right? Damit warte ich, bis meine Arme 3... Nope, es muss noch weiter runter. Mal schauen. Wo haben wir ihn? Da. Damit warte ich, bis meine Arme 3... Ah, come on, Robert. Okay, lassen wir es mal ganz runter. Und wahrscheinlich brauchen wir dafür das auch noch das schleimige Wurzeldings, dass wir irgendwie das Tuch dran anhängen können. Okay, Vorhang. Yes. Und jetzt vielleicht das sogar noch befestigen. Das wird nicht klappen. Nicht nötig in dem Fall. Und wenn wir es da unten befestigen irgendwie? Nein. Okay, nein. In dem Fall tun wir jetzt das Ding ganz auf, weil das taucht dann beim Ausblick auf. Und dann können wir da draufstehen und dann haben die jetzt das Gefühl, dass wir fliegen können. Ich hoffe mal, das Ding hebt fest und fliegt nicht davon, der Vorhang. Bis jetzt scheint es sehr stabil auszusehen. Ja. Oh, well. Noch höher kann ich ihn nicht flöten. Okay. Kommen wir zum Ausblick. In dieser Folge kommen wir wirklich gut voran, würde ich sagen. Wehe, das Ding ist jetzt dann nicht mehr Monolith dran. Das fände ich nicht cool. Das fände ich wirklich nicht cool. Okay, zum Ausblick. Hoch hinauf. Vielleicht können wir uns irgendwie noch befestigen, dass wir nicht runterfallen, wenn er auf einmal Schiss hat, dass er runterfällt. Maybe. Unsichtbarer Monolith. Ich kann doch nicht fliegen. Der Monolith ist unsichtbar. Okay, ja, ist schon relativ gut gehandelt. Das passt gerade so mit der Kante vom ganz rechten Berg drüber. Der heisst wahrscheinlich irgendwie. Klar könnte ich die daran knoten, aber was bringt mir das? Als Sicherheitsding. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Okay, vielleicht lenkt ihr das echt so schon, wenn wir jetzt mit ihnen interagieren, Hey, dass da sie dann oben, kann ich dass euch der noch mal Robert was fragen? alleine da drauf geht. Sicher. Ich brauche Drehlied. wirklich dringend das Lied zu diesem Drehsymbol. Wir brauchen alle irgendwas.
Ich brauche zum Beispiel ein... Wenn du uns beweist, Alles andere wäre unverantwortlich. Die wollen mich wirklich fliegen sehen. Wie soll ich das denn anstellen, ohne zu zaubern? Du könntest jetzt echt drauf Macht's gehen, gut. Robert. Komm mal wieder unseren Baum besuchen. Aha. Ich muss einfach runter. Jetzt muss ich das ganze Ding nochmal runterflöteln. Draufstehen und raufflöteln. That's the plan. That's it. Das wird sein. Ja, das frisst jetzt halt nochmal ein bisschen Zeit. Zu einem Nebel senken. Warum bin ich nicht schon vorher auf das gekommen? So extrem schwierig wäre es eigentlich nicht sein. Aber ja. Gut. Du kommst wieder runter. Ja, das geht jetzt ein Zeitchen. Und irgendwie will das Spiel immer wieder speichern, wenn wir so etwas gemacht haben. Noch ein Stück. So ewig geht es zum Glück nicht. So, jetzt stehst du einfach da drauf. Und jetzt pfeifst du gegen rauf. So, schön in der Mitte. Es funktioniert. Sehr schön. Es ist lustig, wo hier geht die Melodie gegen rauf und beim anderen geht die Melodie gegen runter. Okay, we're going up. Das ist ja eine Abkürzung. Ja, ich weiß auch nicht, ob es wirklich schneller ist, da immer rauf zu pfeifen, bis wir da oben im Ausblick sind. Aber jetzt sollten sie uns auch mal glauben, dass wir der König sind. Ich weiß nicht, was sie sonst noch als Beweis wetten. mich soll der Windmönch holen. Er kann fliegen. Er kann Ein fliegen. fliegender Vollidiot. Shut up. Er ist der König. Ach du meine Güte. Es Tja, tut mir Boys. so leid, dass wir euch nicht geglaubt haben. Mhm. Ach, das macht nichts. Verratet ihr mir jetzt das Lied? Ja, natürlich. Wo hatte ich das Liederbuch? Das hast du in die Wäschekammer getan. Oh, stimmt. Danke. Was Ihr kann man habt im da Baum oben inne? eine Wäschekammer? Da haben wir's. Oh, schön. Du, 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 du. Yes. Sehr schön. Danke. In dem Fall. We go back down. Ja. Er hat hoffentlich jetzt von alleine das Zeugs relativ schnell abgepfiffen. Das war auch das Lied, das gegen runtergeht. Okay. Cool. In dem Fall. Was macht das Dreidings? Okay. Schauen wir den Monolith mal an. Was diese Symbole wohl zu bedeuten haben? Jetzt müssen wir wahrscheinlich das irgendwie... Okay, I see. Ich glaube, wir müssen jetzt unterst...
Wie machen wir jetzt das? Wahrscheinlich müssen wir die Geschichte hier passend machen. Okay. Schauen wir mal die Halterung nochmal an. Ich habe das Gefühl, die Geschichte müssen wir jetzt hier mit den Steinen übereinstimmen, dass der da so irgendwie Sinn macht. Okay. Zuerst hätten wir in dem Fall hier. Da steht: Einst lebten die Asposer im Einklang mit der Dynastie der Flötennasen. Guter Anfang für eine Geschichte. Einklang, okay. Da steht: Doch einer aus den Reihen der Dynastie griff nach Macht, die ihm nicht zustand. Okay. Da steht: Die Dynastie konnte den bösen König stürzen. Der böse König stürzen, okay. Da steht: Nie mehr wieder vorkommen, Die oder? Dynastie beschloss, es nie wieder so weit kommen zu lassen. An ihrer Stadt ernannten sie 3 Windmönche. Okay, 3 Windmönche. Da steht: Sie zogen sich tief, tief in den Wurzelwald zurück. Aus Geschichte wurde Legende und Okay, okay. Zuerst fängt es an mit dem Einklang. Nachher einer, der die Macht hat an sich gegriffen. Dann, dass sie nachher stürzen können. Dann... Okay, okay. Mal schauen, was da alles für Liedli sind. Respektive Symbol vom Monolith. Okay, das wird nicht das erste sein. Was ist, wenn wir es jetzt drehen? Drehen sich nur die unteren? Nein. Ich glaube, alles hat sich gedreht, oder? Am I right? Alle drehen sich, außer das, was wahrscheinlich gerade dort drin ist. Okay, zuerst kommt der Einklang. Das ist nicht der Einklang, oder? Das ist auch nicht der Einklang. Das könnte vielleicht der Einklang sein. Ein Schlüssel. Boah, okay, das wird schwierig. Vielleicht fängt es ja auch gerade verkehrt an. Vielleicht ist das Unterste dann wie das Oberste. Okay, tun wir das Ding mal noch eins rauflassen. Wahrscheinlich müssen wir es fast ganz rauflassen. Like that. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jetzt drehen wir mal. Welches könnte der Einklang sein? Okay, unten ist das Schlüsselloch, das ist gut. Es ist vor dem Schlüsselloch gekommen. Sie wollen, dass es nicht mehr vorkommt. Das heisst, wir lassen es runter. Das Schlüsselloch ist gut. Dann, sie wollen, dass es nicht mehr vorkommt. Wer in dem Fall... sie können stürzen. Nein. Nein. Mal, die 3 Windmönche. Das war das Symbol vom Windmönch dort. Okay. Wahrscheinlich ist das auch oben jetzt, das was dort ist, das Einklangsymbol. Okay, wir brauchen das Windmönch-Symbol. Gut, eins runterlassen. Okay, jetzt brauchen wir das Symbol von... Okay, das ist jetzt nicht ganz ein...
Fuck, okay, muss man merken, wo das Schlüsselloch... Boah, okay, das wird nicht ganz einfach. Mal drehen. Ja. Nein, sie können stürzen, kommt jetzt. Wahrscheinlich das Schwert. Macht doch Sinn. Ah, Leute, mit welchem fange ich an? Fange ich mit dem obersten an? Nein. Okay, das könnte schon zu bezwingen sein, aber jetzt haben wir das Problem, dass das andere gar nicht mehr stimmt. Jetzt muss ich jetzt schnell schauen, wir wollen, dass das Schwertli gleichzeitig gegen vorne zeigt mit dem anderen Zeug. Ah, nein, das ist... Es ist doch nicht so schwierig, wie ich überlegt habe. Ich mache das jetzt noch schnell in dieser Folge, dann geht die halt ein bisschen länger. So, das ist nämlich das Stürzsymbol, habe ich das Gefühl. Dann lassen wir das Ding nochmal runter. Und jetzt ist natürlich der Windmönch dort auch gegen vorne. Oh, okay, alles nochmal einmal runterlassen. Das stimmt, der Windmönch und das Dingens dort. Jetzt müssen wir zuerst mal hier runter schauen, welches das Einklangsymbol ist. Das Machtsymbol, okay, nein. Das könnte das Machtsymbol sein. Zackerkrone. Das sieht nicht nach Machtsymbol aus. Das ist auch nicht Machtsymbol. Dann wird es der Zackerkrone sein. Und zwar das. Okay, jetzt muss der Zacker in der Krone, ich muss wissen, wo die anderen sind. Die Zackerkrone ist jetzt links und... Okay. Like that. Jetzt muss das Zeugs einmal runter. Jetzt müssen wir es zweimal drehen. Ja, jetzt müssen wir noch das Unterste aufholen. Ja. Ich weiss nicht, also wenn die Symbole stimmen, dann hätten wir es jetzt eigentlich, glaube ich, richtig. Ich bin gespannt, Leute. Geht halt eine bisschen längere Folge jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, es muss noch einmal runter. Jetzt müssen wir alles umdrehen, damit alles gegen vorne schaut. Und jetzt noch einmal. Bitte funktionier! Like that. Okay, jetzt stimmt das oberste in dem Fall nicht. Ah, das sind dort Symbole, die aufleuchten, okay. Das ist nicht so das Ding, wenn das oberste nicht stimmt. Die anderen haben wir richtig gehabt, das finde ich cool. Jetzt müssen wir nur noch das oberste ändern und das machen wir jetzt so schnell, bevor wir die Folge hier auch beenden. Noch einmal. So, und jetzt wollen wir noch das Richtige für holen. Okay, jetzt stimmen natürlich alle wieder nicht mehr. Ich weiß ja nicht, vielleicht habe ich es jetzt per Zufall.
müssen wir es halt wieder ganz aufholen. Und ich weiss nicht, welches Symbol vom Einklang ist. Vielleicht der Schlüssel. So, 1, 2, 3, 4, 5. Gut, wir sind zuoberst. We did it. Ah, das Phosphos ist es. Okay. Okay. Aber... Das heisst, wir haben es näher. Yes, wir haben es näher. So, noch eins. And now... Den Rest zurückdrehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Dort oben links, das bei der Halterung, das dann aufleuchtet. So. So, yes. Okay, anscheinend ist der Monolith jetzt eingerastet. Okay. Sick. Okay, anscheinend ist der Monolith jetzt eingerastet. Okay, wir haben den Monolith eingerascht. Wir haben die Geschichte hier richtig mit dem Symbol übersetzt, sozusagen. Und ich bin gespannt darauf, was als nächstes passiert. Ich hoffe doch dir auch. Und würde ich aber gleich sagen an dieser Stelle, beenden wir die Folge hier und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ja, und dann möchte ich mich an diesem Moment bei euch verabschieden. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!